Revelö, guten Tag, ist lang her mit ein Fairtalker platt, aber jetzt sind wir wieder so weit, aber wir sind nicht auf der Fair, wie ihr vielleicht sehen könnt. Wir sind in Weserschlösschen, in Weserschloss, in Plexen, wo das Methodon hat, kann ich auch gar nicht so ganz genau sagen, das wäre es eigentlich so, dass man auch Buten sehen kann. Buten werden können. Ich habe mich von Pfeffendorf in besonderen Gast einladen. Ich habe Christiane Nölting und Bremen einladen. Wer ist Christiane Nölting? Sie ist die Leiterin von das Länderzentrum für Niederdeutsche in Bremen und über die Arbeit von das Länderzentrum und was da so passiert, wollte ich gern mit Christiane schnacken. Aber bevor wir da dort, möchte sie in Beten was über ihr Leben erzählen. Christiane, herzlich willkommen. Fein, dass du den langen Weg von Bremen mit einer Plexen mogt hast und wir habt jetzt eine halbe Stunde in Beten über Platt und das Länderzentrum zu schnacken. Ganz, ganz gern. Erstmal heel lieben Dank, dass ich hier kommen darf. Ich bin gern gekommen. Ist ja wunderschön hier, wenn man so feine Worte kicken kann. Und ja, ich freue mich, dass ich hier bin. Ja, wer bin ich? Ich bin auf Fehmarn groß worden, mit der plattdeutsche Sprache auch. Und dann habe ich achter an der Universität in Kiel auch Plattdeutsch studiert, in einer anderen. Und habe auch, als ich noch studiert habe, die ganze Zeit bin NDR immer mit Arbeit als Reporterin, als Moderatorin. Und als ich fertig war mit meinem Studium, auch als Redakteurin. Und dann habe ich einen ganzen langen Zeit als Journalistin Arbeit, war dann auch mal bei Radio Schweden in Stockholm. Und ja, dann nachher auch in Hamburg. Wie NDR 90,3, da wir ganz viele Jahre Hamburger Habenkonzert gemacht mit große Freit, plattdeutsche Nachrichten, wie Snack platt, all so eine Sendung. Ja, und dann hätte mir das nach Bremen spoilt. Gut, bevor wir darauf kommen, muss ich noch mal eben, also du bist auf Fehmarn groß geworden, bist plattdeutsch groß geworden, das heißt, du bist sozusagen Native Speaker oder hast du die Sprache irgendwo gelernt? Die gesamte Familie bei uns schnackt platt. Das wäre auch so wie Kinderschulen nicht, aber ich habe das einfach Ligas gemacht. Und mir hat meine Muttersprache auch immer wirklich interessiert und darum habe ich die auch nachher studiert, weil ich wissen will, wo kommt meine Sprache eigentlich her, was sind da achter und so. Und das hat mich wirklich interessiert immer. Gut, deswegen Nordistik, Niederlandistik, ich würde das auflernen, Germanistik mit Schwerpunkt Niederdeutsch, hast du studiert. Ist das ein Studiengang oder sind da mehrere zusammen fort? Nee, mein Hauptfach wäre skandinavische Sprachen, denn nach dem Abitur habe ich auch in Schweden gelebt, eine Zeit lang und bin nur auch zur Schule gegangen, habe die Sprache gelehrt. Und als Grenzlandkind, dass man da Dänisch mitkriegt, ist irgendwie auch klar. Ich bin ja an der Grenze groß geworden, war nur auch an der Grenze, eine dänische. Ja, und das ist dann mein Hauptfach geworden und als Nebenfach, dann wäre mir klar, ganz klar Germanistik und dann ganz viel Plattdeutsch und Niederlandistik. Ich habe mir so gedacht, das mag den kriegen so ein bisschen rund, deswegen habe ich das total genommen. Gut, und dann kriegt man eben auch mit, Plattdeutsch ist eine Weltsprache. Ne? Also wer Plattdeutsch kann, lernt dann auch ganz fix die skandinavischen Sprachen, oder? Ja. Ganz sicher, wir haben nie Probleme auch in den Niederlanden nicht. Wir haben keine Probleme in Dänemark. Gott, das Verstehen ist natürlich ein bisschen schwieriger, aber lesen kannst du zumindest ja immer schon richtig viel. Und Schwedisch habe ich so was von fix lehrt. Das ging so flink, weil du so viel lieg ist. Und ich habe nachher auch meine Magisterarbeit überschrieben über den hochdeutschen und plattdeutschen Einfluss auf die skandinavischen Sprachen. Und da kann man auch sehen nachher in so einem Tortendiagramm, wie viel das überhaupt ist. Und dann werden wir auch klar, warum ich das an so flink lehrt habe. Also, du hast Sesamstraat auf Plattmorg wie in NDR. Ich habe das leider nicht mitkriegen, totit, als das im Fernsehen lebt. Kein Fernseher. Ja. Das Saxelü gibt das ja von doch immer noch, aber ganz mittlerweile habe ich einen Fernseher. Da müssen wir noch ein bisschen was zu erzählen. Wie ist die Sendung entstanden? Das wär viel Arbeit, das wäre ein dickes Brett, das wäre ein hartes Brot, durch ganz viele Leute übertügen. Das wäre 1998 bin ich da mit anfangen. Und das hat 2 Jahre gedauert, bis das nachher wirklich lebt. Denn da müssen die Justiziare erstmal mit nach Amerika mit den Gedanken, weil die Amerikaner müssen stimmen. Und dann muss ich natürlich ganz viel Lüd in Funkhus übertügen, dass man das will. Und dann wären das nachher 5 Folgen, 10 Minuten. Und zwar wäre das in der Verwienerszeit, und das wäre das Geschenk von Landesfunkhus Schleswig-Holstein an die Kinder im Land.
Und das wäre wirklich viel Arbeit. Und der Victor Sorn mit Samson moderiert. Samson hätte. Das Herr Victor Sorn mit Samson moderiert. Genau. Die Figuren hat auch Platschnack. Ja, das werden Völker von der Amerikaner dummus, dass das auch die Originalstimmen sehen mögt. Da wird das so, Grobi, das wäre sowieso ein Unsäu-Schauspieler, der hätte dann einfach nochmal auf Platt einfach ansmockt. Und dann werden zum Beispiel mit Ernio und Bert habe ich ganz doll äuft. Da wird ganz viel von diesen Figuren werden in meinen Warnstuf und wie Plattdeutsch äuft. Gut, ich habe immer gesagt, ganz vorgen sagt das von da noch Plattdeutsch in Kindermund und deswegen, du hast eine Plattform, die nennt sich Platolio. Auch dort wird wie kurz ingehen und vertellen werden, was da tun. Das endige damit, dass du einen Preis kriegen hast. Also, aber vertell erst mal ein bisschen über Platolio. Ja. Ja, also man mag ja alle an der Sesamstraut am Platt, mir liegt das immer, mir hat das immer all an Harten legen, dass die Kinder Plattdeutsch lehrt und dafür mit so überhaupt mal was sehen und was kriegen und mit mal was Feines präsentiert kriegen. Und wie Platolio wäre das so, da habe ich als Journalistin hört, dass ein Oberschulrat in Hamburg Plattdeutsch als Schulfach inführen will. Und da bin ich als Journalistin hin und habe mal gefragt und ich wusste, dass die ganz viele Probleme haben mit, weil gibt kein Lehrer, gibt kein Material, gibt irgendwie nichts. Und als ich da war, habe ich mag Geld auch nicht, und dann aber habe ich übertücht, dass das mit. Und dann habe ich gedacht, wenn ein so übertücht ist, dann muss ihm helfen. Und dann habe ich auf dem Weg trüch nach Hus, habe ich überlegt, den Mann musst du gern ein Jahr von den Arbeitszeit schenken. Und das habe ich gemacht. Da habe ich die Kinder in Hamburg ein Jahr von meinem Arbeitszeit geschenkt. Und habe in der Zeit Platolio, ja, oder eher stammt, hat zum Glück viel Hilfe von Achtern. Zum Beispiel Henning Foscherau hat mich unterstützt und viele andere in Hamburg auch. Da habe ich viel Hilfe kriegen und so konnte das verstanden kommen. Und so konnten für die Kinder erst das Material entstehen. Mittelwil ist ja die Old, Mittelwil gibt das ganz viel, wunderbar viel. Aber trotzdem noch mal ein Bento Platolio, gibt das von dort noch? Ja, was sind das User, was ist das auf Platt, will ich gerne, die da berufen könnt. Was kann man als Schulmeister oder als Schulmeistersche damit anfangen? Also in der ersten Zeit werden das eben sammelte Arbeitspläne, ne? Und dann kann man eben anfangen, was den Unterricht morgen. Mittelwil würde ich viel andere Sorgen nochmal anders empfehlen, die Nacharbeit worden sind oder Udelande Schulbehörden kommt und so. Ich, ne, das wäre für ein Jahr wäre das der Anfang und in der Zwischenzeit ist zum Glück sehr viel mehr entstanden. Also das hat viel anstatt. Und wir haben dafür den Heinrich Schmidt-Barrien-Preis kriegen, ja. Ja, Heinrich Schmidt-Barrien, die hätte auch die Hölden Hinnack. Ja. Ja, vielleicht nochmal, wer ist auf die Idee gekommen und was ist damit verbunden? Das wäre eine gute Werbung für Platolio oder ist das mehr, den Hölden Hinnack zu kriegen? Also ist schon was so Besonderes. Also das ist irgendwo, da mag man natürlich die Arbeit, was sehen sie, was wertschätzt. Und für mich, die ich Plattdeutsch studiert habe und wo natürlich Heinrich Schmidt-Barrien irgendwo in der Literatur einen großen Rolle spielt hat oder die mir auch so letztendlich bekannt worden ist, das ist natürlich einen ganz großen eher so was zu kriegen. Ja. Ja. Also Heinrich Schmidt-Barrien hört eben Tode Plattdeutschen, die wirklich plattdeutsche Literatur mogt hat, die, ja, wunderbar. Die eine Wertigkeit hat, ja, die sich für nichts verstecken wird. Ja. Wunderbar. So, ich habe in einem Artikel online von den Weser-Kurier lesen, am 6. Dezember 2017 gründeten die Länder Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein die Gesellschaft Länderzentrum für Niederdeutsch, für die niederdeutsche Sprache mit Sitz in Bremen. Und dann, am 1. März 2008, hast du den Job da aufgenommen. Ja. Länderzentrum, vertellen wir was da tun. Ja. Ja, das Länderzentrum ist ein GmbH von 4 Bundesländern. Und wir sind dort, dass wir neue Projekte initiiert, neue Sorgen in die Welt setzen, dass wir Menschen vernetzt, dass wir sie zusammenbringt, dass wir auch einige Sorgen koordiniert. Und ja, und dass wir auch seht, dass, oder ich verstehe das so, dass wir auch neue Sorgen mit auf den Weg bringen. Dinge man neu denkt, anders denkt.
Und ja, Projektmanagement macht all so eine Sorgen. Und wenn man zum Beispiel sieht, ein von den ersten Sorgen, die mir wirklich an hart legen hat, das knüpft weil er so ein Beten an Platolio und das wie was für die Kinder brucht an. Und zwar, wir habt ihr, wie ich gesagt habe, viel für Grundschulkinder, aber eben noch kein Lehrwerk für den Sekundarbereich. Und das lege ich mir sehr an Harten, das wie du an Arbeit. Und da habe ich zum Glück die Landesschulbehörde und das Kultusministerium von Niedersachsen mit in Boot kriegen, die mit uns zusammen so ein wunderbares Bauchmock Snacken, Broten, Kören hält auch. Und da sieht man all, wie bunt platt ist. Der einen die Snack, den nächsten Brot, den nächsten Kört platt. Da sieht man das alle an. Und das ist wunderbar. So in der Comic-Ort ist er taggend worden, sehr kenntnisreich, wunderbar mockt. Und das war nun schon in den Schulen ganz gut brucht. Und da hat wir tüchtig mitholpen. Und wenn Schulen das zum Beispiel bestellt und damit arbeiten wollt, dann konnte sich bei uns zum Beispiel melden. Oder direkt bei einem Verlag köpen. Wenn sie bei einem Verlag köpt, dann kriegt sie auch so ein bisschen Porsakentau. Zum Beispiel kriegt sie so ein Lüt, die Kinder kriegt so ein Lüt Schriefheftetau und sie kriegt so Lütte Obbacker kriegt sie mit oder ein Postkort und ein Lütten Büdel. Also, na, wie wolltet ihr auch ein bisschen schmackhaft mocken und ja, Spaß mocken und Plattdeutsch lernen? Gut, Schnacken, Broten, Kören, gibt ja immer noch ein Problem. Das sind die unterschiedlichen Dialekten von Plattdeutsch. Das ist hier nicht berücksichtigt. Also ich würde persönlich meinen, das ist ein Einstieg dafür zu sagen, wir haben eine einheitliche Schriftwies auf Platt, zumindest in der Buch. Und all die das jetzt die anders schnacken oder broten will, die möchten das tun, aber ja, das Buch ist das Standardwerk. Für Niedersachsen oder? Ja, Nordniedersachsen. Das ist eine nordniedersächsische Variante. Ja, Plattdeutsch hat unglaublich viele Varianten, ja. Aber ich sage immer, stell dir mal vor, einen Zeitungsartikel ob Englisch schreiben und dann gebt dir mal ein Australier, ein Londoner und ein New Yorker und Lotti das mal Lut verlesen. Den sylbigen Text, der hört sich dreimal total verschieden an. Und genauso ist das hier, also letztendlich kommt das auch ob die Schulmeister ob an und sagt, bei uns sagt wieso. Und dann wird das über die Schulmeisters auch kommen. Ja, aber dort verbrückt wir natürlich Schulmeister. Ja. Ne? Und daran müssen wir noch ein bisschen mehr arbeiten. Ich will noch mal eben zurück zu der Gründungsphase. Da sind ja eigentlich 5 Länder dabei. Also Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen. Und Mecklenburg-Vorpommern hört nicht dazu. Nein. Aber sie profitiert davon oder auch nicht. Wir arbeiten alle zusammen. Ja, ja. Und wo ein froh hat, dann kriegt er Antwort. Ne? Also das ist ein munteres Hin und Her, so als ich das höre, das ist ein Utusch. Gut, nochmal eben, wo was das Ganze finanziert. Hier wird hier betreut werden. Christiane Nölting mag das nicht in Erfretit und ist kein... Das nicht mehr, nee. Das wäre jetzt zu viel. Ja, das wird finanziert von den 4 Ländern, ja. Und wir kriegt auch für Projekte recht viele Bundesmittel. Also durch das Bundeskultusministerium. Und dann geht das aber fließig durch die Jahr. Also wir haben manchmal kaum Zeit zu verpusten. Das geht hopp, hopp, hopp bei uns viel los. Ist richtig viel los. Auf die Homepage von Länderzentrum gibt es so eine Rubrik, wo junge Lü platt verklort mit so ganz korte Filme. Du hast eine Broschüre dazu mitgebracht. Also wir sind jetzt im Werbeblock, ne? Jugend verklort platt. Das mockt aber nichts, denn ich finde das ganz wichtig, dass wir auch als Radio Weser TV mit dafür sorgt, dass sechste Dinge bekannt wird, auch vor allen Dingen wie Lü bekannt wird, die sich jetzt dafür interessiert, platt schnacken zu lernen. Ja, vielleicht kann ich mal vertellen. Das ist ein Bundesprojekt. Also wir haben ja jedes Jahr ein großes Bundesprojekt. Das erste große Bundesprojekt oder über das erste große Bundesprojekt helfe ich E-Learning in Fürth, so dass Leute bei uns Plattdeutsch lernen können. Also bei uns kann man sich anmelden und dann kann man online in Plattdeutsch-Kurse gehen. Auch schreiben lernen, wir haben Kulturveranstaltungen, wir haben da wirklich einen ganzen Bereich. Und nach wie vor kann man richtig viel lernen. Wir haben jetzt auch Konversationskurse, wenn ein Mann beten Platt schnacken will und keinen hat, mit der er schnacken kann.
Das kannst du bei uns online machen. Das ist jetzt das zweite große Projekt, wie es Jugend verklort platt. Da habe ich junge Leute auffordert, nimm die mal ein Thema oder Plattdeutsche vor und dann verklockt viel das so, dass da eine Infografik gut entstehen kann. Und da habt bummelig nintig junge Menschen mitmockt, Scheulerinnen, Scheuler, Studentinnen, Studenten, alle möglichen, habt da mitmockt und habt dann eben diese Infografiken letztendlich vorbereitet, die sind professionell, sind so umgesetzt worden. Und in Jordo Ob hat wieder auch Filme mockt. Und die kann man auf den YouTube-Kanal von Länderzentrum für Niederdeutsch, kann man das so sehen. Das sind 18 Filme. Macht Spaß. Ja, ich kenne die allermeisten, habe mir das angucken und kann sagen, es lohnt sich für alle, auch vor allen Dingen für junge Leute, die mit platt vorankommen wollen, einfach da mal reinzukicken und zu sagen, interessiert mich. Man lernt ganz viel über sich, über uns Gegend. Und ja, naja, es fehlt zum Beispiel Plattdeutsch, kann man hier sehen, das Mittelniederdeutsche. Oder man lehrt was über Seefurt und Platt. Ja. Oder man kann was Platt in Straßennorms. Also alles Mögliche. Das ist total bunt und schön. Gut, ein anderes Thema, was ihr auch bearbeitet habt, also Heinrich Siefer, ein von den ganz wichtigen, die auch im Bundesrat für Plattdeutsch oder Niederdeutsch steht, die sagt immer, wer hey, vergleicht das Leben mit einem Bürgerschaft. Da kommt das erste Buch, was darin kommt, das ist die Muttersprache. Und dann kommt das Loben, das Hören, das Verstauen, das Denken, das Mitdenken, das Nachdenken und so weiter und so fort. Und irgendwann ist das Bürgerschaft voll. Und dann geht das aber irgendwann los. Ein Bauch fällt ut. Von Vergelten, der zweite. Und das allerletzte, was da in ist mit Sicherheit die Muttersprache als letztes Buch, was als erste reinkommen ist. Platt in der Pflege ist das. Ganz wichtiges und ganz Thema. Von Grot bedüden. Ganz wichtiges Thema. Hätten wir uns glicks annahmen, auch glicks in erste Jahr vom Bestand von Länderzentrum für Niederdeutsch. Wir haben zum Beispiel eine Broschüre, Plattdeutsch-Sprache des Herzens. Da haben ganz viele Menschen Utkunft gegeben und vertellt, was sie belebt, wenn sie mit ole Menschen platt schnackt oder Lesungen mockt oder Lieder singt und so was alles. Also in Pflege inrichten, sodass man mal ein Gefühl kriegen kann, wie wichtig das auch wirklich ist und was das mit den Menschen mockt. Mit Menschen, die öller sind, die alt sind, die vielleicht dement sind. Und wir haben dann gesagt, okay, das reicht nicht mit einer Broschüre. Wie mit mal das gesamte Thema Plattdeutsch in hohe Öller und in der Demenz ist tutti kompletti unerforscht. Also man weiß natürlich, schnackst du einen ohlen Menschen an oder einen sehr ohlen Menschen oder Dementen oder einen, der vielleicht in Starben liegt, ob sie in Muttersprache reagiert er immer noch. Und das Pflegepersonal sagt auch ganz oft, die Leute lässt sich Lichter pflegen, lässt sich Lichter Antworten, da ist glicks ein Draht, da ist Vertrauen, da ist ein Basis da. Und das eins ist noch völlig unerforscht, was das überhaupt macht so mit den Menschen. Aber alle mag, da ist was. Und ich hab wie gesagt, wenn das wenn da noch nichts erforscht ist, dann wollt wir kicken, dass das ein Forschungsfeld überhaupt mal geben kann. Und da hab wie gesagt, wie initiiert, das LZN initiiert das Platthart. Das heißt, Pflege inrichten, wo Plattdeutsch lebt ward, wo das Lesungen gibt, wo das vielleicht auch Personal gibt, das platt schnackt, wo das Beuker gibt, wo auch in der Biografiearbeit mal frucht ward, bist du ein Plattdeutschen? Die können sich bei uns melden und die wird bei uns uttaken mit ein Platthart. Weil Platt, da sieht man auch Plattdeutsch, hart ob Plattheit hätte das dann. Genau, so. Und da kann man sich sehr, sehr gern bei uns melden. Du hast wie ganz viele Kooperationspartner mit der WIL. Das ist natürlich der Bundesrat und das Niederdeutsche Sekretariat, DNHB, alle sind dabei. Da kann man auch dann auch sehen, ob uns Lüttenflyer, also wer in ein Pflege inrichten arbeiten deit und sagt, jupp, bei uns wat auch platt schnacken, das wat noch hochholen, die können sich bei uns melden, beim Länderzentrum und kriegt dann auch diese Uttegnung. Die könnt ihr dann auch wiesen, dass sie das mocken, könnt sie sich richtig an der Tür hängen. So, und dann kriegt man bei uns auch so was wie zum Beispiel ein Beschäftigungsheft und Aktivierungsheft für alle Menschen mit geragogischer Handreichung, also utlecht auch wirklich ob die ohlen Menschen. Und ja, das gibt das in eins bei uns mit Tau. Und dafür
was wie jetzt in Baden-Baden uttekend in Oktober mit dem Initiativpreis Deutsche Sprach. Ja, was wird viel mehr? Aber wir möchten noch ob ein Thema zu schnacken kommen. Ist mir ein bisschen ja, genierlich, aber trotzdem will ich das fragen. Plattdeutsch was künstlich obrecht holen? Mag ich nichts von. Also, was wie mag, zum Beispiel in uns E-Learning, in uns Webseminare, von denen ich vertellt habe, wir habt ganz oft Leute, die da uns hinkommen und sagen, ich verstehe jedes Wort, ich traue mich nicht zu sprechen. Ich glaube, dass sie sich nicht tut, aber jeder ein Wort versteht. Da gibt es unglaublich viele Menschen von. Und wie sagt immer, dann bist du kein Native Speaker, aber dann bist du ein Native Listener. Und dann mockt wir jetzt Native Speaker und dann in uns Kurse warst du dann im Prinzip motiviert und auch letztendlich mit an der Hand genommen, auch zu schnacken. Und da sind an Konversationskurse utkommen zum Beispiel. Also so eine Sorten gibt das schon, aber also das stickt in den Menschen, wenn viele tut sich nicht. Ja, ist eben genau diese Tit, also du bist ja auch in der Tit groß worden, wo dann mit den Kindern nicht mehr Platz schnackt worden, sondern dem Motto, die mit in die Schule kommen. Aber trotzdem, die Sprache ist in Achterkopf und wie mit daran arbeiten, sie über die Zungen zu kriegen. Und ich kann von einem Beispiel vertellen, ich habe für einige Tit eine Frau Bremerhaven, ist ja hier Achter zu sehen, kennenlernt, die wie so ein Webinar wie ihr mitmacht hat. Und das ist so eine www-Punkt-Geschichte. Da mockt eine mit, die sitzt in Brasilien, in Südbrasilien und schnackt ja Plattdeutsch. Da gibt es eine Schule. Pomerano. Ja, da gibt es eine Schule, die zweisprachig Unterricht macht. Die macht ja, Portugiesisch, ob die eine sieht, in Brasilien wird Platt schnackt, ob die andere sieht, Unterricht sie Plattdeutsch. Und die hat sich über Webinar kennenlernt und miteinander Platt schnackt. Und die Frau ist in der Meditit bei uns gewesen und hat sich ganz viel Material abgeholt für die Grundschulen, für Pomerano-Platt, ja. Die wäre bei uns in Bremen. Ja. Und wir haben da tatsächlich schon ein Kurs zum Beispiel, ist jetzt entstanden, die habt uns schon verloren, sondern habt einen eigenen Kriegen, habt sie jetzt gründ, was ihr dull ist, dass sie eigene Kriegste gründ. Und du sind die einen, die das leiten, da sit in Uppsala, bei Stockholm, und die andere sit irgendwie hier in Niedersachsen. Also, wir habt auch dass sich Leute bei uns beschwert habt über die ungünstigen Tiden von uns Webseminare, und dann haben wir immer gedacht, oh Mann, also aber zwischen Klock 6 und 7 abends, das ist doch so ungünstig nicht. Wird wir dann mitkriegen, die säten in Kanada, in Brasilien und sie säten in Australien. Und du hast natürlich dann einen ungünstigen Titel, das hätten wir dann insehen, aber was schaffst du denn morgen? Kompromisse finden. Ja. Ja, ja gut, also das Thema hat wie abhockt, Plattdeutsch wird nicht künstlich aufrechterholen, sondern Plattdeutsch lebt, Plattdeutsch hat eine Zukunft und das Länderzentrum arbeitet intensiv. Also Blut bei uns Webseminare, dann haben wir noch Pflege und wir haben noch Bildung und wir haben noch so viel Blut in den Webseminare, denkt wie, dass wir dort ja dann Dutzenden Teilnehmer habt. Und dann, uns gibt es ja noch gar nicht so lang. Also das Interesse ist, wenn mir einer sagt, ich habe kein Interesse mehr am Platt, dann sage ich, aha, mag ich nichts von. Gut. Wir haben ganz viel mitkriegen über das, was das Länderzentrum macht. Wir konnten sicher noch eine halbe Stunde länger schnacken. Und wenn du unbedingt jetzt noch was loswerden wolltest, wir sind ja in der Zeit kurz für Weihnachten, dann vielleicht gibt das noch die eine oder andere Idee, die du... Ja, wie mockt immer ein lütten Weihnachtsbummel. Und zwar ist das so ein ganz lüttet Heft mit mit Rezepten für Weihnachten, lütt Weihnachtsgedicht, Leder und all so ein Kram. Und dann kann man hier bomben in der Eck, das ist hier richtig Utsport, da kann man mit einem ganz normalen Haushaltslocker, kann man in Lock mocken und dann ist das ein Geschenkbummel für Geschenke. Und in vergangenen Jahr sind wir angefangen mit 1000 Stück zu verdeilen und das wäre nachher gar nicht, die waren noch fetter Dogen wären wir die los. Das hier mag wie Weller würden, wir hätten größeren Obloch, also wer Weihnachtsbummel verdeilen will, also nicht einzelne verschickt wie, nicht auf 200 ungefähr verschickt wie. Also wer sagt, ich bin der will den Weihnachtsbummel mit verdeilen,
dann kann die sich beim Länderzentrum melden und kriegt die Tauschschicht. Aber ab 200, weil alles andere lohnt sich nicht, die Menge ist. Siehst du, nur hast du denn nicht den Moderator wie Radio Weser TV, aber den Pladitz-Beauftragten vom Landkreis Wesermarsch eine neue Aufgabe übertragen, den muss dann die den Bummel bestellen und verdeilen. Ja. Irgendwie kriege ich das noch rechtzeitig hin, Turbinen. Genau, damit er in ganz viele Weihnachtsbäume an ganz viele Weihnachtsgeschenke kommt. Und ja, gut, und wie das Vorgespräch hast du mir vertellt von die letzte Broschüre, das interessiert mich jetzt nochmal besonders. Die hat jemand angerufen und hat gesagt, sie hat so ein Plattisch kriegen, so ein Klönschnack kriegen, aber sie könnte sich nichts mehr vertellen und wollte jetzt noch da die Jahr sich ablösen. Ja, Herr Wick sogar Purmal hat. Also Herr Wick Purmal hat, das Lüd nicht mehr weit, selbst eins lest, selbst über ihre Familiengeschichten und das weder schnackt und weit nicht mehr, wo über sie schnacken scheut. Und wollte nicht mehr in die Krings. Und Herr Wick sagt, pass mal auf, dann mag wir mal so Leute Küchenphilosophien. Dann bin ich in Kooperation gegangen mit dem Muthesius Kunsthochschule in Kiel. Und ich habe so Leute Küchenphilosophien auf dem Weg bräuchte. Und so Fragen als zum Beispiel, stell dir vor, das Gift die ein Dach lang doppelt. Und du müsstest ein Dach eng mit die Sömstau bringen. Hast du abends einen Freund oder nicht? Oder stell dir vor, Manslü und Frohnslü können sie gegen sie dich immer in den Kopf kicken. Werden was mehr in Shade oder weniger? Und das habt ihr den eins fein illustriert und ich habe da eben ganz viele von. Und da kann man sich ganz gewaltig über, ja, hoffentlich auch striden. Und dann bist du Wok und bist in Gang und machst Plattisch schnacken. Und kannst Plattisch schnacken. Ja. Christiane, ganz herzlich Dank, dass du gekommen bist. Gern. Wir haben viel dort gelernt. Ja, Levelü. Und da kommen wir, gibt das zumindest Fairtalk an Land von Radio Weser TV, aber demnächst gibt das dann auch noch mal ein Fairtalk an Land auf Platt. Schalten wir in, dass wir die noch lange Zeit mal wir die erste Fairtalk auf Platt an Land. Herzlichen Dank. Danke, dass ich kommen darf. Wer mich freit. Wunderbar. Mit andermal. Ja, gern.